noch einmal. Am Busch, da stong ein gielt Haus mit einem roten Dach. An dem Haus, da wohnen ein große, schwere, breite Bier. Ein mittelgroße Bier an ein range, kleine, butzische Bier. De große, schwere, breite Bier kocht seiner Familie allmoje sehr gute Biere brei. Was brauche ich da lo für de Bierebrei? Für dich mal Milch, viel Milch. Und dann Mehl. Oh, lose ja rühren, sonst geht es knapp. Und dann dat war Bieren am allerliebsten hun. Honig, oh, ganz viel Honig. Auch für das es nicht fad geht, ein ganz klein Gritzsalz. Lo ist de Bierebrei fertig. Ja, die 3 Bieren de Brei essen können, müssen sie aber noch den Tisch decken. Beim Tisch hat Schiedfräsei Stuhl. Da steht ein niedrigen, roten Bredestuhl für de große, schwere Bredebier. Ein mittelhoher Rosastuhl für de mittelgroße Bier. An ein schmulen, heigen turquoise Stuhl für de range, kleine, butzische Bier. Um Tisch hat doch Schiedfräsei einen Teller. Ein großen Teller für de große, schwere Bredebier. Ein mittelgroßen Teller für de mittelgroße Bier. Und ein kleinen Teller für de range, kleine, butzische Bier. Et hat doch Schiedfräsei eine Schüssel. Ein Klangschüssel für de range, kleine, butzische Bier. Ein mittelgroße Schüssel für de mittelgroße Bier. Und eine große Schüssel für de große, schwere Bredebier. Tu doch Schiedfräsei Löffel. Ein große Löffel für de große, schwere Bredebier. Ein mittelgroße Löffel für de mittelgroße Bier. Und ein kleiner Löffel für de range, kleine, butzische Bier. Lo kann de große, schwere Bredebier all Bierbrei aus in Schüssel schütten. So schmeckt am meisten Brei drauf, weil ihr hat de größte Bierenhunger. 1, 2,
3 Löffeln. Die mittelgroße Bier müssen ein bisschen Mama dran. 1, 2 Löffeln. Die kleine Bier kriegt am wenigsten 1 Löffel. Der Brei ist aber noch so warm, dass die 3 Bieren ein Tierchen an der Busch spazieren gehen, dass der Brei aufkühlen kann. Der große, schwere Brei, der Bier, geht mit großen Schritt voraus. Der mittelgroße Bier geht mit mittelgroßen Schritten hinten dran. An de Ränge, kleine, butzische Bier flitzt han runter und ja noch schon gleich überholt. Am Busch, da steht der Woch nach ein anderes Haus. An dem Haus, da wohnen, ein kleines frisches Mädchen, Tisch Goldi, und sing Mama, wie dem Goldi sing Mama rief, Goldi, komm Hölle verraumen, mischt Goldi, und lief raus an den Busch für zu spielen. Ah, wer wohnt dann du? Ich geh mal gucken. Möcht kein ob? Da geh ich einfach ran, weil so mache klein Fraschmädischer dat. Hai wir den etwas Gutes gekocht? Oh, der Stuhl ist aber zu niedrig. Den nur noch. Ha, den ist gut an. Au, oh, war das der Brei, du warm. Oh. An den ist eiskalt. Mit den Doors wodliger grad gut. An dem Haus gehen bestimmt noch andere Sachen zu entdecken.
Goldi entdeckt Leder für op de Speicher. Uwen hun die 3 Bieren hier Schlafkummer. Da steht ein großes Bretbett für de große schwere Bredebier, ein mittelgroßes Bett für de mittelgroße Bier, und ein kleines Bett für de renge kleine butzische Bier. Oh. Nee, also das Bett ist viel zu hart. Oh. Und das ist zu Müll. Ich fand es auch kein leer. Aber der Teil ist gut. Da kann ich ja drauf springen. Und Goldi schläft an. Wen huet vu mengem Brei giers? Oh nee, wen huet aus menger Schossel giers? Oh nee, wen huet da mein Stilltje Futti gemäht? Oh, wen huet mein ganze Brei giers? Leifbierefamilie, komm, mir geh mal gucken, was so am Haus noch zum Mundweg gemacht gehen hast. Oh. Wen hat mein Bett durch an gewollt? Oh, wen hat mein Bett durch an geheilt? Wie Goldi die gerade Stimme hört, da wäscht, da feiert, springt aus der Fenster raus, lebt an de Büsche ran. Und das nie mehr beim Haus von denen 3 Biere gesiegt gehen. Ja, lief Kanner. Das war die Geschichte vom Goldi mit den 3 Bieren. Normalerweise spielen wir die Geschichte am Theater. Und danach können Kanner ein bisschen mehr gucken kommen. Aber ich meine, wir können das auch vielleicht mit der Kamera machen. Da weiß ich nämlich einkehr, mein Biere von Mino. Heißt, die große, schwere Bredebier. Wenn der so guckt, wie ein Lieblingsfarbe hat die große, schwere Bredebier. Ja, rot. Rot, wie sein Stuhl, wie sein Meck, wie sein Teller, Löffel, Schüssel, und wie sein Gedecks von seinem Bett. Und er hat nicht nur eine Lieblingsfarbe, aber auch noch eine Form. Wie haben sein Stuhl? 1, 2, 3 Ecke sind das. Ein Dreieck aus ihm seine Lieblingsform. Wie sein Meck. Und noch wie der Kopf und der Fuß von seinem Bett. An der große, schwere Bredebier
hat auch seinen eigenen Rhythmus. Erik, musst du als den Rhythmus ein Kehr vier? Ma ja, ich meine, den Rhythmus für auf einer Küste. An einer Küste steht auf Spanisch Cajon. Da saut sich lo drauf. An den schweren, übrigens, ich bin auch rot an Dreieck. Das ist vielleicht völlig auch groß sind. Ja, hier ist eben mein Küste. Und da, der schwere Bier ist immer so gern. Du kannst ihn sich gut dabei sagen, große Bier. Aber weil der ja vielleicht kein Küste daheim hat, dann sollst du den ganzen Tag für den Ekran, ich meine, es Zeit für ein bisschen zu bewegen, klappen wir den mal einfach ein Fleisch an die Hände. Und wir sagen dabei, große Bier, große Bier, große Bier. Dann machen wir dasselbe schon bei den Knien, aber wir wissen auf. Dann machen wir große Bier, große Bier. Und lo, alkes op die Knie, wo wir schlagen, tröppeln wir. Aber aufgepasst daheim. Lo nicht den kleinen Bruder umgehauen, oder das Stehlut, oder das Boma umgehauen. Gut aufpassen, wenn der lo unter den Tisch oder das Bett oder wo auch immer unter ihm läuft. Wir gehen wie die große, schwere Bier. Große Bier, große Bier, große Bier. Aber weil für groß und schwere Leute Bewegung immer anstrengend ist, mache ich nur eine kleine Pause und dann erkläre ich nach etwas. Ich weiß nicht. Die mittelgroße Bier. Ja, die mittelgroße Bier sind Farbe, der ist rosa. Anne. Seine Lieblingsform, der ist halbfront, wie der Reckei vom Stuhl, wie der Kohl vom Rack, und wie das Bett hannen auf vier. Auch der mittelgroße Bier hat seinen Rhythmus. Ja, Den ist ganz kompliziert. den ist gar nicht kompliziert. Hm? Ich spiele nicht einfach ein Kaffee. Auch da kann ich etwas dabei sagen. Und zwar mittelgroße Bier. Mittelgroße Bier. Mittelgroße Bier. Ich klappe denke, ja. Dann die Kölft mir auch dabei. Hat von der Rhythmus ganz kompliziert. Mit dir daheim, der könnt das ganz bestimmt. Mittelgroße Bier. Mittelgroße Bier. Mittelgroße Bier. Machen wir dann auf die Knien. Das ist nämlich dann die Übung, für das wir nur richtig gehen können. Und da vielleicht, muss ich in dem Moment aufpassen, man Mittel und dann zweimal mit der Hai große Bier. Mittelgroße Bier. Mittelgroße Bier. Und selbst wie wir lo geschlagen so gehen wir, das ist man Mittel und lo große Bier. Also zweimal auf den heute abstehen. Das sieht dann ein bisschen aus wie Pippi Langstrumpf. Ich meine, das geht immer so. Mittelgroße Bier. Mittelgroße Bier. Mittelgroße Bier. Mittelgroße Bier. Mittelgroße Bier. So, den mittelgroße Bier, den hast du auch mit. Und dann ich für 4 Uhr mit dem Kleinen. Ihr kennt noch die reine kleine butzische Bier. Dem sein Lieblingsfarbe ist Turquoise. Und sein Lieblingsform ist 1, 2, 3, 4. 4 Räckig wie sein Box und wie sein Bett. Und noch die reine kleine butzische Bier hat sein Rhythmus, Erik. Ja, an die kleinen Rängen Bier, das ist auch das, was man wert so ein kleine Ränge Bier. Ganz regelmäßig. Kleine Ränge Bier. Kleine Ränge Bier. Auf jeden Fall steht immer ein bisschen Misere gespielt. Dann also, kleine Ränge Bier. Kleine Ränge Bier. Kleine Ränge Bier. Probiert das doch mal daheim. Dann ich probiere doch mit mir im Studio. 1, 2, 3, 8. Kleine Ränge Bier. Kleine Ränge Bier. Kleine Ränge Bier. Kleine Ränge Bier. So, da muss man gut auf die Stehlut aufpassen. Da probieren wir so sehr zu laufen. Ne? Kleine Ränge Bier. 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 Ja, das könnt ihr ja nach daheim üben, wenn ihr Lust habt.
Wieso? Ich frage mich, was sie hat Goldie? Ah ja, Goldie, dat unserem Trick bei sing Mama gelaf. Sing Mama, die war schon obet. Sie ist nicht ganz froh. Kann er muss Hilfe raumen, aber sie hat auch wenig gefragt, wie es fort war. Melo hat Goldie wenig geholfen und die zwei sich ganz froh nehmen. Voilà. Jo, das war die Geschichte von Goldie mit ein paar Erklärungen drin. Vielleicht sind wir irgendwo an einem Theater. Wir hören, dass aber männlich Theater und Kinder und eine andere nicht dürfen abgehen. Das ist so schön. Da können wir das viel mehr zusammen alles erleben. Und ich meine, los aus den ganzen Tag für Ekran. Früher, wie ich ein kleiner Kind war, habe ich immer eine Sendung im Fernsehen geguckt. Mit Peter Lustig hat den Mann gehört, schnell immer ein Blutsalopad und er so zum Schluss immer so. Das ist Zeit, die Knäpfchen auszudrehen. Dann machen wir den Ekran aus, immer ein bisschen Sport machen, eine Banane oder eine Apfel lesen und das Schluss, weil das kriegen wir direkt an. Also, ausmachen, bis die nächste. Ciao! Adi.